Hallihallo, hier ist Anke Maltanke, diesmal direkt live aus Malta. Ich sitze hier an der Westküste Maltas und zwar in der Nähe des Dorfes Dingley. Dingley zeige ich wie immer mal, wie man es schreibt, denn Dingley ist zwar relativ einfach, aber ich habe hier in dem D schon komische Spuren eingearbeitet beim Zeichnen. Das ist also Dingley und auf diesen Spuren sitze ich jetzt. Ihr könnt es erkennen im Hintergrund. Das sind merkwürdige Schleifspuren in der Umgebung von Dingley, hinter Dingley, und ihr seht, die teilen sich da oben und gehen wieder ineinander über. Das ist wie auf einem Rangierbahnhof, weshalb der berühmte Archäologe David Trump, der Brite, der hier sehr viel auf den Inseln erforscht hat vor längerer Zeit, hat sich erinnert gefühlt an Clapham Junction in London, an den großen berühmten Rangierbahnhof, und hat dieses Gebiet, die berühmtesten Karrenspuren, ein Riesengebiet, Clapham Junction genannt. Die Karrenspuren sind bis heute mysteriös und umstritten, aus welcher Zeit sie stammen und wie sie vor allem entstanden sind. Die Cart Ruts sind auf Deutsch Karrenspuren und vermutlich durch einen Karren in der Bronzezeit hier reingearbeitet worden, hineingemeißelt. Naja, was ist der richtige Ausdruck? Genau darum geht's. Denn wer hat sie erbaut? Wie sind sie entstanden? Für was waren sie da? Vielleicht sogar für die Megalithsteine zum Transport? Man weiß es nicht, denn sie werden, wie gesagt, in die Bronzezeit gesetzt. Und einige sagen auch, das kommt erst mit den Puniern und Phöniziern, das ist aber eher unwahrscheinlich. Und wie sie entstanden sind, durch Steine, durch runde Kugeln, durch Karren, Schlitten, alles kompliziert und nicht geklärt, weil um Kurven geht es dann schwer und so weiter. Was gibt's noch? Ich hoffe, ihr seht ein bisschen gut und hört auch, denn bis eben waren hier überall Betonmischer. Ich habe ein bisschen Lärmpech in diesem Urlaub, Wind, Wellen, sonst was, alles Autos. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen und könnt die Karrenspuren sehen. Und zu Dingley noch schnell, das ist ein hübsches kleines Dorf mit ungefähr 4000 Einwohnern, einer wunderschönen, kleinen, winzigen Kapelle am Meer und einer schönen Barockkirche. Und aus dem Ort stammt der berühmte Schriftsteller Francis Ebeja. Und ich habe ihn mal kennengelernt. Er lebt nicht mehr. In den 1980er Jahren durfte ich mit ihm viele, viele schöne Getränke trinken in Bars, und wir haben uns über Politik und Malta unterhalten und über das Schreiben. Francis Ebeja, ja, hat auch eine Statue bekommen am Platz von Dingley, und seine Familie wurde geehrt durch viele Straßen und Wege und so weiter. Ihr könnt euch Dingley gerne anschauen. Es ist ein kleines, süßes Dorf. Ich sage für heute ciao, Sacha, Narakom, eure Anke Maltanke, live aus Malta von der Westküste. Bis bald. Ciao.